kommst mit auf eine kleine Reise, auf einen Besuch ins Schlummerland. In dieser Geschichte ist die Fanian wütig. Darum wandert sie auf einen Vulkan rauf und rührt dort Steine in den Krater, mitten in die Lava. Dort innen ist es so warm, dass die Steine schmelzen und mit ihnen auch der Fanian ihre Wut. Also, dann machst du jetzt so bequem, wie es nur geht. Und dann machst du deine Augen zu. Der Ort, wo du bist, ist immer noch da, auch wenn du die Augen zu hast. Und jetzt stellst du dir vor, dass irgendwo da in der Nähe um dich herum eine Tür siehst. Eine Tür mit einer Türfalle. Wenn du jetzt die Türfalle abdrückst und durch die Türen durchgehst, bist du da. Im schönsten Land, das es gibt. Im Schlummerland. Das Schlummerland ist ein Land, wo sich ständig alles verändert. Nie ist etwas an einem Tag gleich wie am anderen. So hat zum Beispiel der Fluss an einem Tag so viel Wasser, dass die Tiere und die Munds drin schwimmen können. An einem anderen Tag dann ist er so trocken, dass die Tiere, die an den Fluss kommen, ganz einfach von der einen auf die andere Seite überlaufen können. Auch die Pflanzen im Schlummerland sind nie gleich. Sie wachsen an einem Tag mehr und an einem anderen weniger. Und manchmal, wenn ihre Zeit gekommen ist, dann sterben sie, um neuen, jungen Pflänzchen Platz zu machen. Auch bei den Munds ist sich immer alles am Verändern. Weil ein Muns weiss am Morgen, wenn er aufwacht, meistens nicht, was der Tag bringt. Ein Muns ist ein gemögiges, freundliches Wesen, das am ganzen Körper Haar hat. Auch an den Innenflächen der Hände und unten an den Füßen. Muns sind sehr gemütliche Wesen, sehr zufrieden und lustig. Aber eben, im Schlummerland ist nie ein Tag genau gleich wie der andere. Und so sind auch die Muns nicht immer gleich. Es gibt Tage, da sind sie fröhlich und aufgeweckt. Und dann gibt es solche, da sind sie traurig oder grummelig. So Tage gibt es zwar deutlich weniger als die fröhlichen, aber die Muns wissen, dass man sich nicht jeden Tag gleichmüpfig fühlen kann. Für sie ist kein Gefühl besser oder schlechter als das andere. Sie wissen, dass alles, was sie spüren, einfach Teil ist vom Munssein. Heute ist bei der Fanian so ein Tag. Ein Tag, wo sie Wut in sich spürt. Die Fanian ist auch ein Muns, und zwar ganz eine spezielle. Die Fanian ist eine, die gern viel macht, viel unterwegs ist und viele Abenteuer ausheckt und unternimmt. Die Fanian zaubert gern ihre Haare in ganz verschiedene Frisuren und Farben. Die Muns können nämlich zaubern, und mit dieser Zauberkraft verändern sie immer wieder mal, wie sie aussehen oder was sie anhaben. Heute hat Fanian ihre Haare knutschrot gezaubert. An ihrem Kopf sind die Haare sogar noch eher dunkelrot und sie hat sie hoch nach oben aufgestellt, wie der Kamm von einem Gückel. Die Fanian hat sich heute so gezaubert, weil es am besten dazu passt, wie sie sich fühlt. Wieso, dass sie hässig ist, kann sie gar nicht genau sagen. Sachen, die sie sonst lustig findet, passen ihr heute gar nicht. Zum Beispiel ist vorher ein Käferli ihr über den Fuß gelaufen, nur ganz leicht und geschwind.
An anderen Tagen hat sie das Kützele schön gefunden und vielleicht mit dem Käferli geredet. Aber heute hat sie es ungemütlich gefunden und hat auch dem Käferli gar nicht so richtig Heu sagen. Auch der Wind, der im Schlummerland bläst, ist ihr heute irgendwie zu viel. Es hat schon Tage gegeben, da ist sie am Morgen freudig und mit ausbreiteten Armen über eine Wiese gerannt, weil sie so Lust hatte auf den Wind und seine Kraft. Aber heute findet sie es anstrengend, weil er alle Blätter aufwirbelt und ihr ins Gesicht bläst und ihre roten Haare durcheinander schüttelt. So Tage, wie die Fanian einen hat, gibt es. Und sie sind genau gleich wichtig und richtig wie die Tage, wo sie freudig ist. Die Fanian stapft heute also durchs Schlummerland mit ihren roten, aufgestellten Haaren, der Wind zu viel und das Käferli von vorher auch. Die Fanian hat das Ziel. Sie möchte nirgends hin, wo sie ein bisschen Dampf ablassen kann. Zu jemandem, der es nicht stört, wenn sie riecht und faucht und nicht mag. Sie könnte natürlich zu einem von ihren Freunden oder zu einer Freundin gehen oder zu der Appa oder sonst jemandem, wo sie gerne mit dem zusammen ist. Sie würde sie in den Arm nehmen und fest an sich drücken und dann wäre die Wut auch schon halb verflogen. Aber in dem Moment hat Fanian etwas anderes vor. Sie klettert auf einen Vulkan. Im Schlummerland gibt es Vulkane, genauso wie es Berge, Flüsse, Seen, Meer und Wüste gibt. Der Vulkan, wo die Fanian draufläuft, hat die Form von einem Dreieck. Oben ist der Spitz. Der Vulkan hat zuoberst oben am Bergspitz ein Loch und dort ist der Krater, wo es rausriecht. Es riecht, weil im Vulkan ist es nämlich so heiß, dass der Stein im Inneren schmilzt und flüssig wird. Flüssiger Stein. Lava. Die Lava brodelt im Inneren vom Vulkan und leuchtet orange und hell, wie Gold. Der Vulkan, wo die Fanian draufläuft, ist nicht gefährlich. Nichts im Schlummerland ist gefährlich. Weil im Schlummerland passen die Natur, die Tiere und die Pflanzen alle aufeinander auf und schauen, dass niemandem etwas passiert. Der Vulkan speuzt zwar ein bisschen Rauch, aber immer nur so, dass niemand zu Schaden kommt. Das weiss die Fanian, weil das alle Wesen im Schlummerland wissen und spüren. Und darum hat sie auch keine Angst, zum auf den Vulkan aufzuwandern. Der Boden unter der Fanian, ihren Füßen auf dem Weg zum Krater, ist aus schwarzen Stein, wo ganz leicht glitzert. Die Fanian bückt sich und liest den Stein vom Boden auf. Er fühlt sich ganz warm an in ihrer Hand, sehr angenehm und geschmeidig. Sie nimmt den Stein und schoppt ihn in den stoffigen Beutel, wo sie dabei hat und sich quer über die Schulter gelegt hat. Auch einen zweiten Stein nimmt sie mit auf ihrem Weg zum Vulkan und einen dritten. Alle Steine wandern in ihre Tasche. Sie hat nämlich etwas vor mit denen. Sie möchte sie, wenn sie oben ist, in den Vulkan hineinrühren. Steine neumet hineinrühren, das macht sie sehr gern, wenn sie Wut in sich spürt. Es muss nicht immer ein Vulkan sein. Manchmal rührt sie auch in einen Fluss oder in einen See. Nur noch ein paar wenige Schritte fehlen der Fanian und sie ist oben, zuoberst oben auf dem Spitz vom Vulkan. Von da aus hat sie eine wunderbare Aussicht auf das Schlummerland, wo gerade im Übergang ist vom Tag zu der Nacht. Es ist noch hell, aber die Sonne ist schon nicht mehr zu sehen und der Himmel
leuchtet in einem hellen Pink. Ein paar Wolkenschwaden hängen in der Luft, die ganz ähnlich aussehen wie der Rauch, der aus dem Vulkan rauskommt und sich vermischt mit den Wolken am Himmel. Die Fanian schaut über das Schlummerland und schnauft ganz tief ein. Und aus. Vom Auflaufen ist sie ein bisschen ausser Atem. Schon das tiefe Schnaufen macht, dass sich ein bisschen von dieser Wut in der Fanian auflöst. Sie spürt, dass ihr Bauch ein bisschen weicher wird. Schon auf dem Weg auf den Vulkan rauf hat sie gemerkt, wie ihre Wut langsam verräucht, wie sie ruhiger und fröhlicher wird. Und jetzt zaubert der Blick in die Weite, in das wunderbare Schlummerland, der Fanian sogar ein feines Lächeln ins Gesicht. Und dann dreht sie sich zum Krater und schaut oben in den Vulkan hinein, in das breite, weite Loch aus Stein. Ganz tief unten sieht sie die hellorange Lava blubbern, stark und doch irgendwie friedlich. Eine Blatere nach der anderen sieht sie grösser werden und dann verplatzen. Wie Säufenblätter im Wasser. Eine nach der anderen. Die Fanian nimmt den ersten Stein, den sie aufgelesen hat, in ihre Hand. Er ist jetzt kühler, als wo sie ihn aufgelesen hat und schimmert in ihrer Hand wie dunkles, abgeschliffenes Glas. Die Fanian nimmt ihren Arm nach hinten und mit aller Kraft rührt sie den Stein in den Vulkan hinein. Dabei schnauft sie einmal fest durchs Maul aus. Der Stein landet weit unten in der Lava und versinkt. Er verschmilzt dort mit der Flüssigkeit und wird wieder ein Teil der Natur vom Schlummerland. Die Fanian holt ihren zweiten Stein raus. Auch den hebt sie für einen Moment in der Hand und ladet ihn auf mit all dem, was sie heute so hässig gemacht hat. Sie gibt ihre Wut ab in den Stein und rührt ihn dann im hohen Bogen in den Krater hinein. Die Fanian merkt, wie ihre Wut ganz ähnlich wie der Stein in der Lava hinein langsam schmilzt und sich auflöst und wie es in ihrem Kopf und in ihrer Brust leichter und klarer wird. Noch ein letzter Stein, noch ein letzter Brocken von dieser Wut hat sie in ihrer Tasche. Und der letzte Stein nimmt sie jetzt raus und rührt ihn in die Öffnung. Schon sanfter als noch der erste. Wo sie den Stein sieht untergehen und sich auflösen, spürt sie, dass auch ihre Wut sich auflöst. Wie ein Flämmchen, das verlöscht, noch ein bisschen räuchelt und dann schließlich ganz aus ist. Zurück bleibt eine friedliche Ruhe und Zufriedenheit und Fanian merkt,
wie müde das sie ist. Sie steht oben am Vulkan und sieht, dass der Himmel die Farbe von Wasserfarbblau angenommen hat. Die Fanian macht die Augen zu und denkt, jetzt in ihr Bett, jetzt schlafen. Und die Fanian legt ihre Hand auf den Bauch und einen Finger auf den Bauchnabel und klöpfelt 3-mal drauf. So zaubert die Muns. Sie klöpfelt auf ihren Bauchnabel und denkt dabei ganz fest an das, was sie jetzt gerade brauchen. Die Fanian möchte jetzt gerne fliegen und darum denkt sie beim Klöpfeln ganz fest ans Fliegen. Und von ihrem Bauchnabel steigen kleine, funkelnde Sternchen auf und legen sich über die Fanian und ihr rotes Fell, wo sich in dem Moment verwandelt in ein helles Rosenrot. Gleichzeitig breitet Fanian ihre Arme aus, lupft ihre Füße und hebt vom Boden ab. Mit ausgestreckten Armen schwebt sie durch die Luft den Vulkan durchab, wo hinter ihr langsam kleiner und kleiner wird. Wie ein Vogel mit ausbreiteten Armen segelt Fanian über den Wald, über die vielen dunkelgrünlichen Baumwipfel, und der Wind, wo sie vorher noch gestört hat, findet sie jetzt angenehm. Es ist, als würde er lieb und fein ihre Backen streicheln. Die Fanian ist im Frieden. Mit sich, mit ihrer Wut und mit allem, was lebt im Schlummerland. Die Fanian landet ganz sanft in ihrem Zimmer, wo in der Krone von einem grossen, alten Baum liegt. Es ist ein Baumhaus und die Fanian legt sich in eine Ecke, wo ganz ausgekleidet ist mit Küsse und Decken. Ihre Tasche, wo sie die Steine drin hat, nimmt sie ab und legt sie neben ihr Nest auf den Holzboden. Da sieht sie, dass gerade neben ihrem Bett das kleine Käferli sitzt, wo ihr heute Morgen über den Fuß gekrochen ist. Das Käferli, wo sie heute genervt hat. Es sitzt einfach da, schaut Fanian an und gewackelt mit seinen Fühlern. Die Fanian lächelt und hebt dem Käferli einen Finger an. Das Käferli berührt den Finger mit einem von seinen kleinen, feinen Fühlern. Friede. Es ist schön, manchmal wütig zu sein, denkt Fanian. Es ist schön, dann wieder Frieden zu machen mit allen und allem, was einem wütig gemacht hat. Im Moment ist es zwar nicht das beste Gefühl, das es gibt, aber es gehört eben doch irgendwie dazu, zum Mund zu sein. Das Käferli neben der Fanian sitzt ab und faltet seine Fühler vor sich zusammen. Auch das Käferli schläft ein. Die Fanian ist so müde, sie zieht ihre weiche, warme, farbige Decke bis zum Kinn auf und die Augen fallen ihr ganz von mir selber zu. Es ist wohlig und warm in ihrem Baumhaus. Der Wind streichelt leislich durch die Äste und das Rascheln der Blättchen ist wie ein Gute-Nacht-Lied für die Fanian und das Käferli. Morgen ist ein neuer Tag mit neuen Launen und neuen Wegen und Abenteuern, wo die Fanian gehen kann.
Und alles ist, wie es ist im Schlummerland. Die Fanian schläft tief und fest. Unter ihr und über ihr ist alles weich und still. Nur ganzes feines und langsames Schnaufen kann man noch hören. Ein und aus. Ein und aus. Ein